Herzlich willkommen zurück hier zu Hyrule Warriors, die zweite Staffel mit Legend. In der heutigen Episode geht's los mit der Kokolint Map. Einfach eine geile Musik. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der Zocker, also der Zelda-Zocker vor allem, der jetzt so oft links irgendwie gezockt war. Nee, ich glaube, ich habe es überhaupt einmal durchgespielt. Ich habe es offen angefangen, ich weiß, ich glaube einmal, aber nicht alleine. Stimmt, das war damals noch, also, einmal, nee, das war damals noch gar keine eigene Links-Awakening hatte. Nee, es war auf DX, genau, Links-Awakening DX, aber das erste Mal gezockt, das Original, also ein DX halt. Aber es war gar nicht mein eigenes Spiel, deswegen, also meinem Kumpel gezockt, er hat es eigentlich fertig gespielt, ich habe mehr oder weniger zugesehen. So. Auf der Kokolinkarte ruht der Windfisch in seinem Ei und wird von Albträumen gequält. Manchmal blockieren wir diese Albträume den Weg. Verjage sie und wecke den Windfisch. Da können wir schon kommen. Das war eins, wenn du ein Instrument der Sirene verwendest. Du dürfen aus 8 verwenden und dann wacht auf, oder wie? Dann vertrieben, okay. Im Gegensatz zur Terminal-Card war, weil dort dürfen wir. Ich überleg gerade. Das hat ja auch einen Zeitzähler, der zählt nach unten und der zählt hier nach hoch. Und dann halt der auf der Terminal-Karte runterzählt, wirst du dann zum Anfang zurückgeschickt. Klar, du hast ja die Eulenstaaten zum Aktivieren, dann kommst du dahin zurück. Aber wenn du das dann nicht gemacht hast, dann darfst du halt nochmal machen und hier. Naja, ist halt das Ziel 8 Mal und dann wacht er auf. Die Frage war, gibt es 8 Parts vielleicht? Mal gucken. Ach du Scheiße, was ist das für ein Symbol? Albträume! Der arme Fisch. Also Besiegen bringt gar nichts, weil sie mal zurückkehren. Ah, guck mal an, Stufe 4 plus. Stufe 2 natürlich neue Waffen Linkel. Ja, Stufe 3, Stufe 4 haben wir bereits gesehen, Stufe 4 plus. Oh, what? Ah, das Seil von Marin. Gut. Wo bin ich jetzt? Nö, ich will wissen, wo ich bin. Hallo? Ah, der. Links unten starten, okay. Erstmal ganz kurz zeigen, Freunde. Es gab, wie bereits erwähnt, neue Waffe für Linkel. Die zeige ich dann in der nächsten Folge vor allem. Das wäre in diesem Sinne. Nicht die Armbrüste, nee. Es sind die Pegasus-Stiefel im Prinzip und mit denen wird sie zum Kickmeister, um es mal so zu formulieren. Marin, sie dreht natürlich die Glocke, nächste Glöckchen, also sprich an der 8 Instrumente, Link's Awakening und ja, mein schwach ist natürlich nicht, keine Frage. Ich kann noch irgendwo gerade etwas updaten. Sieht gerade nicht danach aus. Nee, scheint sie noch gut gefüllt zu sein. Gut. Training vielleicht noch. Das ist gerade allerdings nicht so ein. Oh, sehen wir ganz kurz. Stunde 40. Ja, es ist toll, ja, so toll, ja, Jo, denke mal, auch hier machen wir so. Ich zeige mal alles Relevantes in der Kokolint Map. Den Rest offscreen, werden vermutlich 2-3 Missionen sein, viel mehr sind wir sicher nicht. Und mal gucken. Die große Fusion. Was? Legend of Zelda Fusion kommt oder was? Also dann, Marin, du, wieder linker zweiter Charakter, schön. So, wie gewohnt. Ja, das habe ich echt eine Master Quest, also was heißt habe, ich vermisse es immer noch, also jeweils so einen zweiten Charakter zu haben. Ich meine, klar, es war der Viewer schon so, aber wenn wir überlegen, die Wind Waker Map war ja eigentlich auch eine kleine Herausforderung, abwechslungsreich, aber trotzdem, wenn du halt wusstest, okay, es wird schwieriger, es wird komplexer, als ein zweiter Charakter gehabt. Zack, Link, maximale Stufe, geil, der reißt alles. Bei Master Quest,
Dann nervt sich erst einmal ein bisschen. Also dann, Showtime für Marin! Sie läutet ihre Glocken. Was? Da bin ich ein bisschen pervers, kann das sein? Das Anführer der Horde? Das ist ein neuer Name, war. Aber ihr seht, so schwach ist nicht gerade. Ein bisschen gelevelt von dem her. Magic! Wow! Das war knapp. Sie wurden erschüttert! Aua! Ja, Mann, es ist Stufe 30, 35 sogar. Genau, noch ein bisschen abgedatet, also in dem her. Die wird ziemlich sicher alles missen. Oh nein, meine Nase nicht schon wieder. Nase auf! Autsch. Nase plus Kopf, das ist eine üble Kombination. Ja, wieder mal irgendwie so eine Stirnhöhlenentzündung so in der Art. Mein armer Kopf, ey. Wow! Die Reichweite gesehen? Na klar, der Wimfisch war cool, keine Frage. Die Reichweite! Leck mich am Arsch. Hey, ja! Ich überlege nur gerade, wie ich sie eigentlich die Leiste auffüllen kann. Bin ich überhaupt da unten? Mal Link helfen, wa? Marin hilft Link, ja, wieso eigentlich nicht? Ich finde, sie haben sie echt extrem schön umgesetzt. Ich meine, damals, klar hat es die Artworks für Link's Awakening und Dings sowieso, aber das Ganze hier mal so zu betrachten. Ich habe zuerst befürchtet, es wäre so eine Art ähnlicher Charakter wie Agnetha. Wegen der Reichweiten zu verstehen, dass er extrem nah dran sein muss, aber die reißt hier alles um sich. Die ist überhaupt nicht wie Agnetha. So, die blaue Leiste oben fühlt sich hier. Die Frage ist bloß, wann kann ich die aktivieren? Wie fühlt es sich genau? Bis zum Maximum und dann. Ach so klappt das. Kann ich einfach, ja, dann kann sie einfach ihre Noten singen lassen, sag jetzt mal. Sieht doch extrem geil aus, wa? Ja, das ist schon ein bisschen fies. Was? Das war's schon? Okay, Marin wird die Map rocken. Aber sowas von, Alter, ist die stark. Das geht ja nur keine Kuhhaut, hey. Junge, Junge, hat die Power. Natürlich ist auch sie eine Hühnerfreundin. Neben Linkel und Lana. Ach, irgendwie sind alle hier Hühnerfreunde. Ist doch schön. Das ging aber echt schnell. Okay, bin gespannt, ob es so bleibt. Vom Schwierigkeitsgrad her. Man hat ja irgendwie auch gesagt, dass vor allem die Termina und die Schatten, also vor allem die Schattenkarte, war ja auch im Original auf der Wii U extrem schwer, sogar mit Charakter auf Level 150 Probleme hattest. Soll hier aber sogar mit Link Level 99 angenehm sein, sag ich jetzt mal. Nicht problemlos, sondern nicht schwer, aber einfach angenehm. Alle Karten neu gemischt. Ja. Direkt weitermachen, wa? Wenn wir schon dabei sind. 120 Maximum für Stufe 1. Ja, ich würde sagen, ich gucke mal, Leute, wa? Weil ich gerade, war jetzt irgendwas wegen Itemkarten, Itemkarten sage ich schon, Items, also Karten-Items irgendwie was erwähnt? Nix, war jetzt gar keine Items? Weil das bedeutet, ich kann einfach durchmarschieren, bis ich die, ja, Instrumente haben, fertig. Das würde schnell gehen. Sprich, ich mache irgendwie alle anderen Missionen halt offscreen, nur die mit den Musikinstrumenten machen zusammen, am Schluss legen wir Windfisch, fertig. Und klar, ist auch eine Variante. Windfisch-Style, Alter, die Reichweite, wie weit der fliegt.
Die echte Version der Zaubersoldat. Wie bereits erwähnt, Link's Awakening ist bei mir schon eine Weile her, aber ist eine Anspielung in Zaubersoldaten so etwas? Bin ja auch schon im letzten, letzte Mission, also schon dieser Part. Hatten ja auch so Andeutungen und Anspielungen, also ich glaube es waren Anspielungen. Wo ich sagen muss, okay, wieso plötzlich so anders? Ja, man, so nur viel Damage. So, und die Kokolint-Map ist, glaube ich, die drittletzten neuen Karten. Es sollen noch eine für, eine Karte bezüglich A Link Between Worlds geben und noch eine bezüglich Spirit Tracks und Phantom Hourglass. Jo, 2 Karten noch, mit glaube ich insgesamt 3 neuen Charakteren. Und ich glaube eine neue Waffe noch. Für, ich glaube Toon Link sogar. Bin zwar nicht mehr so sicher. Trotzdem meine ich es ja nicht gerade sehr viel, wenn du so überlegst. Algipto! Wieso Algiptos? Die gibt's ja gar nicht bei Link's Awakening. Hä? Oder doch? Keine Ahnung mehr. Wie gesagt, schon viel zu lange her. Könnte ich eigentlich wieder mal zocken, wa? Aber jetzt mal hier gucken. Die Dunkelechse. Die darf man nicht verwechseln. Ha. Naja. Ich weiß halt schon mal bessere. Nicht viele, aber ein paar. So, und jetzt? Ich wollte gerade sagen, wir hatten eine neue Mission. Dunkelmeduli. Verarschen? Hat er mir doch gar nicht gezeigt. Ja, die Master Wind Map, die wollen wir eigentlich zum Schluss aufheben. Also, mehr oder weniger zum Schluss. Mal. Okay, die hellen viel aus. Linky Boy, kannst du vielleicht mal ein bisschen mithelfen? Ich glaube, ein Typ ist gefragt. Was? Verarschen? Nein! Ich hoffe, ich treffe sie noch. Ja, irgendwie schon. So ein kurzer Rückzug. Boah, die ist nicht getroffen. Das gibt's einfach nicht, hey, so, jetzt macht's Link. Jetzt ein bisschen schneller hier. Ja, sind doch enorme Unterschiede. Was ist die echte? Jo, aber auf Anhieb die echte erwischt. Geil. Jo, man sieht, Marin und Link sind nach wie vor ein geiles Team. Und das sowohl Link's Awakening schon... Das war das dritte Zelda-Spiel, war? Nee, Moment, das vierte. Zelda 1, Zelda 2, dann war ja Link to the Past, Nummer 3 und 4 war dann... Genau, Link's Awakening, Nummer 5 war ja Ocarina of Time bereits. Ich weiß noch, zwischen Link's Awakening und Ocarina of Time war so eine große Pause. Aber klar, ich meine, Link's Awakening war das erste Zelda für den Game Boy. Hat auch der alte Game Boy noch. Und dann noch 93 sogar noch. Und erst 5 Jahre später kam dann für Nintendo 64 kam ja Ocarina of Time. Ach ja, die Zeit, wie die vergeht. Verfliegt.
Ja, Link in der Pose kennen wir bereits. Gut, die zweite Mission. Wie gesagt, bis jetzt läuft es echt supi. Meister-Schupi. Natürlich schwache Waffen hier, toll. Gitterbandage, okay. Ich würde sagen, jetzt haben wir noch genug Zeit für eine weitere Mission. Und dann nächste Folge mal ein bisschen mit Linke loskicken. Was bist du denn? Du bist keine Waffe. Suche nicht möglich, weil du keine Itemkarte hast, tatsächlich. Okay, dann geht's echt schnell. Mit Impa hier, Rang A. Sind nur 2 Charaktere? Sogar 3. Alter! Ja, ich sage, neue Maps, von dem her lieber ist echt. Du kannst immer 2 bis 3 Charaktere mitnehmen. Du kannst immer auch wegen Rang A gucken, sprich wegen Belohnung halt, oder? Für Rang A und daher. Ja, es ist schon geil. Hätte mir auch gewünscht, dass man halt vor allem jetzt hier für Legends, so, dass man bei der Master Quest das auch noch so umgestaltet. Weil so auf dem Stamm von der Wii U ist die Master Quest Map schon. Ja, es ist langwierig. Dauert einfach länger. So. Auf die schnelle Freunde ist er echt nicht so wild. Wer bist du denn? Transportsoldat für später. Du kommst jetzt mit. Sehr schön. Hi, Dongo. Oh, verdammt. Vergessen auszuschalten. Ja, ich weiß momentan noch, weiß nicht, wann dabei auf der Map noch irgendwas kommt. Wenn ihr Pech habt, spielt ihr was Interessantes. Und das will doch keiner. Hm? Komm, Dongo, mach dein Maul auf. Aufmachen. Hi. Siehst du, Marin sagt auch Hi. Alter, jetzt mach schon ein Maul auf. Ja, fast gut. Mann, du bist doch ein Arsch mit Ohren. Mach die Fressluke auf. So, dann nochmal bitten. Ja, du hast Mund gerucht. Schön. Freue mich für dich. Das war auch der Dongo sicher ein großes Kompliment. Ja. Oh, meh. Komm schon. Alter. Nicht die alle in die Länge ziehen. Du weißt, du hast es nötig mit der Länge ziehen, aber trotzdem. Das ist einfach nicht ey. Wir provozieren hier, vielleicht klappt's ja. Mach die Fressluke auf. Ja, ich habe bald genug Magie. Du bist ein Arschee, sag ich dir. Du kannst nix, sag geht doch. Das ist doch gleich so. So, einer weniger. Den nächsten habe ich schon genug Magie. Dankeschön. Ja, ich einfach alleine, wa? Aber die anderen gar nicht mehr. Da ist noch einer. Servus, Kumpel. Na, wie geht's denn so? Vergiss es, kein Bock drauf.
Und das müsste auch schon gewesen sein. Ja, so schnell kann es gehen. 3 Missionen in knapp 20 Minuten. Nice one. Das ist gut gelaufen für uns. Ja, natürlich Proxy. Denn wir sind der Proxy Master. Also sie ist der Proxy, nicht der Master. Und wir haben einen Herzcontainer. Also, sie hat ihn. Ja, ist ja gut. Oh, stell mir gerade vor, wie jemand mal auf die Idee käme, alle Missionen, jedes Feld, jede Abenteuerschlacht, alles auf Rang A abzuschließen. Und alles, boah, freizuschalten. Da bist du eine Weile dran. Dann soll das Größte werden auch, dann bist du endlich soweit. Und am Schluss fällt irgendwie 3DS runter, alles kaputt. Speicherdaten, alles für den Arsch. Dann hast du Dutzende, Hunderte von Stunden einfach verschwendet. Was ist das für ein Teil? Toll, ich habe einen alten Mann freigeschaltet und jetzt? Also, Marin hat ihren Großvater freigeschaltet, war wohl eher. Urira erhalten, was kann die? Ja, komm, muss sein, klar. Wir von Häuschen haben eine Veränderung von das Telefonhäuschen. Na klar, so Link's Awakening ist klar. Kraftverband. Okay, sieht noch ein bisschen anders aus. Zauberpulver. Das ist noch eine Fackel. Okay. Ja, aber sind ja auch die. Hey, sind doch auch die Instrumente. Ja, eindeutig. Ach so, das heißt, er darf sie gar nicht einsetzen, weil. Oder doch. Ich muss die Abenteuer. Muss jetzt frei. Muss jetzt diese Items hier freischalten, damit der Zähler hochgeht für den Windfisch, oder muss ich sie einsetzen? Ja. Wir werden es rausfinden vor der nächsten Folge. Instrumente der Sirenen. Ist verbunden. Es gibt ja doch mehrere, wa? Einfach mal die eine einsetzen und gucken, was passiert. Jo, denk mal so, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal mit Linkel und ihren Turbotretern. Mehr oder weniger. Bis dahin, tschüss!